Grüß Gott. Grüß Gott. Grüß Gott. Ja. Eine Madonna mit einem Kind auf dem Arm. Wo haben Sie die denn her? Das ist ein Erbstück. Ein Erbstück? Ich habe sie von meiner Mutter. Von der Mama. Und die Mama hat es woher? Ja, ich vermute, es kommt aus ihrer Familie mütterlicherseits. Aber wissen tun Sie es nicht, wo sie es her hat? Nein, ich weiß nichts Genaues. Die einzige Geschichte, die ich von meiner Mutter dazu kenne. Meine Mutter ist 1926 geboren und damals war ja die schlechte Zeit in ihrer Kindheit und weil es keine Puppe hatte, hat sie die Madonna in ihren Puppenwagen gebettet und spazieren gefahren. Und ist die Madonna immer dann in diesem Zustand gewesen oder haben Sie später mal was machen lassen? Aufgefrischt haben wir es dann. 2008 Ja. wurde die ein bisschen... Was heißt auffrischen? Farblich ein bisschen Das ja, ist was. renoviert. Sie haben es relativ neu fassen lassen, oder? Die Vergoldung und auch das Ja, Blau und ja. das Quanterl und so, das war vorher nicht so da. Doch, er hat ja gesagt, das ist aber die Original angeblich, weil das andere war übermalen. Okay. Und dann hat er festgestellt, Mensch, das drunter ist das Original und das hat er dann aufgefrischt. Okay, also der hat das, was drüber gemalt war, hat er weggenommen Ja. und hat, okay. Ja. Aha, Und okay. das ist auch die Form, wie meine Mutter sie in Erinnerung hatte, mit diesem Mieder. Aha, okay. Erst später wurde die dann wohl übermalt. Aha, ja. Gut, interessant. Dann schauen wir mal. Ja. Also eine Madonna, das sieht man auf den ersten Blick. Und wenn man mal beim Gesicht anfängt, sehr spitz, unter dieser großen Bügelkrone mit einer langen Nase, hohen Stirn. Und dann sieht man dieses schöne Mieder, wenn man nach unten blickt, das ganz farbenfreudig, ein bisschen ländlich daherkommt. Das Kind schmiegt sich an die Mutter und greift in den Stoff, sitzt auf dem linken Arm. Und dann sieht man, wie der Mantel Mariens so schürzenartig um den Bauch geschlungen ist. Und dann in einem goldenen, in einer goldenen Draperie nach unten fällt und die Schuhspitzen stehen hervor, auch golden, in einem festen Stand und dann auf einer kleinen Grundplatte, die so marmoriert aussieht, die vielleicht aber gar nicht dazugehört. Nun ist das schwer zu sagen. Ja. Jetzt ist es natürlich, das ist natürlich interessant, ich habe Sie ja vorher gefragt, Sie haben es auffrischen lassen oder der Restaurator hat dann auch, sage ich mal, noch mal was runtergemacht und hat dann das, was er gefunden hat, aufgefrischt. Ja, das, was er gefunden hat, meines Erachtens, ist auch nicht das, was original drauf war. Also wenn ich mir das Mieder so anschaue, das würde ich auf Figuren feststellen, die also im späteren 19. Jahrhundert, vielleicht sogar frühes 20. Jahrhundert gemalt werden. Das gibt es vielleicht auch schon 1840, späte Biedermeierzeit. Aber von der Zeit, von der Stilistik her ist die Figur wesentlich früher als das. Also wäre oder ist mit Sicherheit anzunehmen, dass darunter noch einmal eine Originalfassung oder noch verschiedene andere Farbkampagnen drunter sind. Was es durchaus immer wieder gegeben hat, dass man alle 40 Jahre das Ding neu gemalt hat, weil es nicht mehr schön war. Das ist halt so. Und wenn alle mit dem als Pupperl gespielt hätten, dann wären da sehr viele Fassungen drauf. Aber von der Zeit her, was meinen Sie? Wir kommen, ich denke, ins 17. Jahrhundert auf jeden Fall, in die zweite Hälfte, 1670, 80. Das ist die Entstehungszeit. Die Fassung, die wir jetzt sehen, ist sicherlich später. Vielleicht ist auch das Zepter ergänzt, das wäre nicht ungewöhnlich. Auch die Bügelkrone könnte später sein. Der Sockel ist in jedem Fall später. Der ist in jedem Fall später. Also man sieht, diese Figur hat Geschichte. Genau. Und nicht nur das Spielen mit ihr, sondern grundsätzlich auch Modeerscheinungen spielen da eine Rolle. Vielleicht kann man annehmen, dass sie mal in einem Schrank, in einem Schrein gesessen hat. Haushaltärchen. Auch das, ein Haushaltärchen. Genau. Also alles das können wir heute natürlich nicht mehr sagen. Aber ich denke, wenn die Richtung jetzt Oberbayern, zweite Hälfte, 17. Jahrhundert, da kämen wir sicher an den Ursprung, den Urgrund dieser Holzskulptur. So, jetzt kommen wir zum Preis. Naja, wir haben keine originale Oberfläche mehr. Wir haben ein paar Sachen, die ergänzt sind. Wir wissen nicht, ob die Hände, Zepter und solche Sachen, ob das Zepter ist sicher nicht original, aber ob Ihre rechte Hand original ist, das ist halt alles das, was man nicht annehmen kann. Und wenn man es dann verkaufen will, merkantil verwerten will, dann muss man immer dann als Händler, sage ich mal, davon ausgehen, dass das Schlimmste passiert ist und das muss ich mit einkalkulieren. Und deswegen kommen wir in eine Preisregion um die 800 €. Wenn sie jetzt in originaler Fassung mit allem perfekt erhalten dastünde, dann ist sie mindestens 3.000, 4.000, 5.000 € wert. Aber in dem Zustand, das ist eben auch mal ganz toll, damit zu erklären, was es bedeutet, wenn neue Fassungen drauf sind, wie entwertend das ist für eine Figur. Das ist ganz wichtig auch zu sehen, dass man feststellt, ganz
besondere Restauratoren aufsuchen, wenn man sowas machen will, weil neu übermalen ist immer ein bisschen schwierig, weil es eben so viele Dinge kaschiert, die man nicht sehen kann. Aber der ideelle Wert bleibt und das ist, glaube ich, das Wichtige. Absolut. Und insofern gut zu Hause aufpassen. Es ist schön, dass Sie es uns gezeigt haben. Vielen herzlichen Dank. Schön aufpassen und die nächsten Generationen auch bewahren. Danke Danke, sehr. Wiedersehen. Wiederschauen.